Kommst mit auf eine kleine Reise, auf einen Besuch ins Schlummerland. Die Fanian begegnet heute ihrem Freund dem Upa, und zwar an seinem letzten Tag im Schlummerland. Die beiden reden nochmal zusammen und dann verabschieden sie sich voneinander. Also, dann machst du dir jetzt so bequem, wie es nur geht. Und dann machst du deine Augen zu. Der Ort, wo du bist, ist immer noch da, auch wenn du die Augen zu hast. Und jetzt stellst du dir vor, dass irgendwo da in der Nähe um dich herum eine Tür siehst. Eine Tür mit einer Türfalle. Wenn du jetzt die Türfalle abdrückst und durch die Türe durchgehst, bist du da, im schönsten Land, das es gibt. Im Schlummerland. Im Schlummerland passiert jeden Moment etwas. Es ist ein grosses Land und wenn man genau hinschaut und hinhört, ist alles in Bewegung. Manchmal passieren grosse Sachen. Eine Schneelawine, die niemals in den Bergen runtergeht. Oder ein Baum, der alt ist und umgeht. Aber auch im Kleinen steht die Schlummerlandwelt nie still. Zum Beispiel hat es an ganz vielen Orten kleine, unscheinbare Sämli, die sich öffnen und so den Weg frei machen für zarte, hellgrüne Pflänzchen zum Wachsen. Auch viele von den Munds im Schlummerland sind immer ein bisschen unterwegs. Weil Munds sehr frei sind in dem, was sie machen wollen und wo sie sein wollen, findet man sie mal dort und mal da. Sie spazieren gern im Schlummerland umeinander und lassen sich überraschen von dem, was ihnen auf ihrem Weg begegnet. Munds kennen keine Zeit. Sie rechnen nicht in Minuten, in Stunden oder in Tagen, wie wir Menschen das machen. Darum haben sie nie neuemals zu wenig Zeit oder zu viel. Sie nehmen sich für eine Reise, für ein Gespräch oder für eine Unternehmung einfach genau so viel Zeit, wie es halt braucht. Und irgendwann ist es dann so, dass einem Munds seine Zeit im Schlummerland vorbei ist. Die einen Munds spüren, dass der Moment bald kommt, wo sie das Schlummerland verlassen. Andere wiederum werden davon überrascht. Wieder andere merken es gar nicht, dass sie verschwinden. Auch das ist möglich und richtig. Sie sind halt einfach vom einen Moment auf den anderen nicht mehr da. Im Schlummerland wundert sich darüber niemand. Auch die Fanian ist ein Munds und wohnt im Schlummerland. Sie ist neugierig und freundlich und kennt ganz viele Wesen im Schlummerland gut, weil sie sehr gern mit anderen redet und ist. Ein Freund von der Fanian ist der Upa. Er ist ein Munds, der schon lange im Schlummerland ist und darum schon viel gesehen und erlebt hat. Der Upa ist ein Munds, der nicht an einem bestimmten Ort wohnt. Er zieht umeinander ganz ohne Gepäck. Das Einzige, was er immer bei sich trägt, ist ein kleiner, geflochtener Beutel, den er mit einer Schnur locker um seine Hüfte gebunden hat. Dort drin trägt er seinen grössten Schatz, nämlich farbige Lichtkügel aus dem Regenbogen. Es ist nämlich so, dass der Upa schon vor langer Zeit das Regenbogensuchen zu seiner Aufgabe gemacht hat. Immer wenn im Schlummerland ein Regenbogen entsteht, probiert der Upa an den Ort zu gehen, wo der farbige Bogen den Boden berührt.
Die Regenbögen geben ihm eine Richtung. Sie sind wie sein Kompass beim Wandern durchs Schlummerland. Angekommen beim Regenbogen sammelt der Upa dann die kleinen Lichtkügel, die er immer mit sich trägt. Die Farben vom Regenbogen im Schlummerland bestehen nämlich aus kleinsten, feinsten farbigen Teilen, kleiner noch als Staubkörnchen. Die munzigen Pünktchen verteilt er dann auch gern im Schlummerland an uns oder an andere Wesen, die ihm begegnen auf seinen Wanderschaften. Auch die Fanian hat von ihm schon so ein Kügel bekommen. Es ist ein magisches Gefühl, so eins zu heben und bei sich zu haben. Heute ist so ein Tag im Schlummerland, wo ein Regenbogen am Himmel steht. Wie ein grosses Tor zieht er sich über den Himmel. Er ist gross und klar und leuchtig. Die Fanian hat den Regenbogen gerade gesehen, wo sie verwacht ist. Sie hat kurz in sich hineingespürt, um zu entscheiden, an welches Ende vom Regenbogen sie gehen will. Und hat dann die Richtung eingeschlagen, wo sie denkt, dass der Upa vielleicht ist. Nämlich dort, wo der Regenbogen dicht und leuchtig den Boden berührt. Die Fanian spaziert durch einen leichten, hellen Wald. Der Boden, wo sie drauf läuft, ist weich und feucht und kleine Wassertropfen liegen auf den Blättern der Gebüsch und den Bäumen. Die Fanian läuft achtsam und doch bestimmt, wie das nur geht, wenn man genau weiss, wo man hin will. Es ist, wie wenn eine unsichtbare Kraft der Fanian die Richtung weisen würde. Die Richtung zum Regenbogen und zum Upa. Und dann, sie ist gar noch nicht lang unterwegs, hört sie ihn. Wie immer, wenn er seiner Aufgabe am Regenbogen angeht, summt er. Ein weiches Lied, eine Melodie zum Einschlafen. Der Upa steht zum Regenbogen gedreht im feuchten Gras und seine Hände streicheln über die verschiedenen Farben. Immer wenn er sorgfältig mit 2 Fingern ein Farbkörnchen pickt, tönt es. Jede Farbe auf ihre Art und Weise. Rot, Blau, Orange. Eins nach dem anderen streift der Upa vorsichtig in den Beutel ab, wo an seiner Hüfte hängt. Die Fanian macht die letzten Schritte zu ihm an und sagt dann: «Hoi Upa, so schön, dass ich dich gefunden habe.» Der Upa nimmt seine Hand aus dem Regenbogen und kehrt sich zu der Fanian um. Er lächelt und auf seinem Gesicht liegt ganz ein besonderer Ausdruck. Er sieht aus, wie wenn er auf die Fanian gewartet hat und ihr jetzt möchte ein Geheimnis verraten. Die Fanian sieht, dass dem Upa sein Bauchnabel fein leuchtet. Sein Bauch ist gross und rund und zoberst ist der Bauchnabel, wo schimmert in einem weichen Weiss. Upa, sein Kopf ist wie sein Bauch auch gross und rund und umwuchert von strubbeligem weissem Haar. Seine Augen sind gross und blau. Er sieht noch genau so aus wie beim letzten Mal, als ihn die Fanian gesehen hat. Nur eben der Ausdruck auf seinem Gesicht und in seinen Augen, den hat Fanian noch nie gesehen.
«Oh, Fanian», sagt der Opa, «du kommst ja wirklich gerade im richtigen Moment. Ich bin fertig.» Mit diesen Worten nimmt er ein letztes Lichtkörnchen aus dem Blau vom Regenbogen und legt sich's auf seinen eigenen, fälligen Bauch. Das Körnchen leuchtet auf und verschwindet dann in seinen flauschigen Haaren. Der leuchtige Bauchnabel schimmert auf, wie ein Flämmchen, das kurz flackert, wenn man drauf blaset. Die blauen Körnchen, das weiss Fanian, machen müde und helfen zum gut und wohlig einschlafen. Der Opa sitzt ab an Ort und Stelle am Rand vom Regenbogen. Er legt seine Hand auf den Boden und streicht das Gras ein bisschen glatt. Die Fanian läuft auf ihn zu und sitzt zu ihm an, ganz nah und so, dass die beiden Munds sich direkt in die Augen schauen können. In sich hinein spürt Fanian, dass heute kein Tag wie jeder andere ist im Leben vom Opa. Etwas Einzigartiges liegt in der Luft und eben auch im Gesicht vom alten Munds. Der Opa langt auf die Seite von seiner breiten Hüfte und macht den Knopf vom Bändel auf, wo sein Stoffbeutel dran hängt. Weich und schwer geht der gewobene Sack auf die Erde. Der Opa nimmt ihn vorsichtig auf und legt ihn sich in den Schoss. Dann schaut er die Fanian an und lächelt. «So schön, dass du da bist, Fanian. So gut, dass ich genau dir kann meinen Beutel weitergeben kann. Es ist nämlich so, dass heute ein spezieller Tag ist. Du spürst es und ich spüre es auch. Es ist der Tag, wo ich das letzte Mal im Schlummerland bin. Das blaue Körnchen, das war das letzte, das ich gepflückt habe. Es macht mich müde und gemütlich. Ich habe fest Lust, meine Augen zuzutun und einzupfusen. Und ich weiss, wenn ich sie wieder aufmache, bin ich nicht mehr im Schlummerland. Die Fanian schaut den Opa direkt an. Seine Augen zwinkern freundlich. «Wo gehst du denn hin?» fragt sie. «Wo wachst du wieder auf?» Der Opa runzelt ein bisschen die Stirne und sagt, «Das weiss ich auch nicht. Vielleicht noch jemand anders. Vielleicht niemand mehr.» Es ist eine Frage, wo auch die ältesten Munds im Schlummerland keine Antwort darauf wissen. Die Fanian überlegt. Wenn der Opa nicht mehr im Schlummerland ist, dann kann sie ihn ja gar nicht mehr besuchen am Ende vom Regenbogen. Das heisst, dass sie ihn vielleicht nie mehr sieht und er nie mehr mit ihr reden kann. Das findet sie schade und sie spürt, dass ihre Tränen in die Augen steigen. Der Opa lächelt fein, langt zum Beutel, der vor ihm liegt, und liest ihn auf.
Er leitet ihn in seine weichen, haarigen Hände und streckt ihn den Fanian an. Ich weiss, warum dir Tränen kommen, Fanian. Es macht dich traurig, dass du mich zum letzten Mal siehst. Das ist ein schönes und ein wichtiges Gefühl. Es zeigt, dass du mich gern hast. Ich habe dich auch gern. Und weisst was? Ich freue mich, dass ich heute gehe, aus dem Schlummerland. Auch wenn ich nicht weiss, wohin oder wie genau das passiert. Schau, den Beutel, den will ich gern bei dir lassen. Der Upa legt den Fanian seinen Beutel in die offenen Hände. Sie hatten sich schwer vorgestellt, aber jetzt, wo sie ihn hebt, ist er leicht wie ein Säckchen voll Federn. Er ist warm und Fanian spürt eine ganz feine Bewegung im Sack inne, wie wenn Mückli von innen an braunen Stoff fliegen. Der Upa legt seine grosse Hand auf den Fanian ihre, wo den Beutel hebt. Was du damit machst, das kannst du selber entscheiden. Ob du die Regenbogenlichtli verschenken willst, neuemals anlegen bei dir daheim, oder ob du sie verstreuen willst. Sie sind jetzt dir. Die Fanian schaut den Upa an. Die Schwere, die ihr in den Hals gestiegen ist und das Herz so schwer gemacht hat, löst sich langsam auf, je länger das der Upa redet. Die Fanian lässt zu, dass sich ihre Augen füllen mit Tränen und dann langsam durch ihr fälliges Gesicht die Backen durchbrugeln. Sie streichelt dem Upa die Hand und lehnt ihren Kopf zu ihm an, so, dass sie ihn auf seiner breiten Schulter ablegen kann. Und der Upa hebt Fanian. Lang und warm. Wo die Fanian den Kopf wieder lupft, sieht sie, wie der Regenbogen über ihnen sich bewegt. Es ist, wie wenn er vom Himmel schmelzen und Richtung Boden fliessen. Die Farben, die sonst klar voneinander getrennt sind, verschwimmen und fliessen auf den Upa zu. Der Regenbogen ist jetzt eine Art farbiger Nebel, der auf den Upa zuwabbert und ihn langsam anfängt zu umschliessen. Die Fanian stützt sich auf im Gras und schaut zu, wie der Upa ganz eingeknebelt wird von Farben. Sie fangen an, sich zu drehen, nicht schnell und nicht langsam, wie ein dichter Fluss aus Watte. Die Fanian sieht den Upa lächeln. Zmitzt inne, die Augen zu und die Handflächen in seinem Schoss nach oben gedreht. Und dann sieht sie ihn nicht mehr. Für einen Moment ist nur noch farbiger Nebel vor ihr und dann löst auch der sich auf. Der Upa ist weg und Fanian schnauft ganz tief ein und aus.
Die Wiese, wo die Fanian drauf sitzt, ist jetzt trocken und warm und die Sonne drückt fein scheinend durch die Wolken. Die Fanian sitzt da im Schneidersitz, der Beutel vom Opa vor sich. Sein Beutel mit den farbigen Regenbogenlichtchen. Ja, es stimmt. Sie kann ihn jetzt nicht mehr besuchen auf seinen Wanderungen durchs Schlummerland. Aber sie kann immer noch zu ihm reden und sich vorstellen, was er sagen will. Und jedes Mal, wenn sie einen Regenbogen sieht, kann sie an Opa denken. Und immer, wenn sie ein Lichtkörnchen rausnimmt, wird sie seine lieben Augen vor sich sehen. Und dann kann sie die farbigen Pünktchen auch verteilen und so das Werk vom Opa weitertragen im Schlummerland. Der Fanian, ihre Backen sind noch feucht von den Tränen, aber sie spürt, wie die Sonne ihr Gesicht langsam trocknet. Sie hat die Augen zu und spürt die Wärme. Auch in ihr drin ist es warm. So schön, wie der Opa gegangen ist aus dem Schlummerland, mitten in diesen Farben hinein. Sie spürt, wie froh sie ist, dass sie ihn gekannt hat und dass sie genau heute hierher gekommen ist, um einen Tschüss zu umarmen. Sie weiss, dass das Ende vom Opa Teil ist von den Bewegungen im Schlummerland. Es ist ein Kommen und ein Gehen, ein Kennenlernen und Verabschieden. Fanian ist froh, dass sie noch da ist. Und sie ist gewundrig auf alles, was sie noch erleben wird, da im Schlummerland. Und alles ist, wie es ist im Schlummerland. Fanian sitzt da, ganz ruhig. Unter ihr und über ihr ist alles weich und still. Nur ganz ein feines und langsames Schnaufen kann man noch hören. Ein und aus. Ein und aus. Ein